zurücklehnen jetzt, vielleicht sogar anschnallen, weil wir gehen in Eiltempo durch 100 Jahre Geschichte. Einfach ein paar Blitzlichter, Gedanken, nicht umfassend. Nachher sehen wir noch ein paar Bilder, wir trennen das. Ihr dürft einfach die Augen zumachen, einfach nochmal konzentrieren. 100 Jahre, 101 Jahre. Das ist ein unglaubliches Geschenk von Gott. 13. September 1920, Nachkriegszeit, Erster Weltkrieg war fertig. Es war einerseits noch große Not, aber auch Aufbruchsstimmung. Wie geht das weiter? Und in dieser Situation heißt, dass Gott vor allem einen Mann und eine Frau, seine Frau Philipp Sutter, einfach berufen hat, beim Blick über die Dächer von Baden, einfach gesagt hat, ich möchte gern, dass da eine Gemeinde entsteht. Und eine Gruppe, die mutig gestartet hat, ist eine FEG entstanden, genau in dem Datum. Die Gemeinde von Winterthur und Daiingen, weit weg, haben gesehen, mal, wir unterstützen, eine Weitsicht. Und es war eine Gruppe, die sehr schnell Fuß gefasst hat. 1921 hat man das Haus kaufen, ein Saal baut für 160 Leute, große Dimension. Sie ist in dieser Zeit für Jugendkonferenzen mit 300 Jugendlichen. Jesus hat gesprochen, immer im Moment, Jesus hat gehandelt und Menschen sind mitgegangen. So ist Jesus und so sollen wir sein. Großer Sprung 1949. Es herbstet. Aus der Einfarbigkeit von einer Gemeinde ist es bunt geworden. Es sind 3 Gemeinden entstanden. Ein Teil ist die Pfingstgemeinde, hat Pfingstgemeinde gegründet. Der große Teil von dieser Gruppe hat gesagt, wir möchten eine Baptistengemeinde werden. Und ein Häufchen von 10 Aufrechten oder Sturen haben gefunden, nein, das muss FEG bleiben. Hat Jesus, der Herr von der Gemeinde, das so wollen? Hat er wollen diversifizieren, größere Bandbreite? Oder waren die Menschen schlicht so kleinkariert, gestritten, getrennt, gespaltet? Wer weiß das schon. Aber ich möchte heute Jesus danken, dass er als Herr von der Gemeinde auch in dieser Situation ist er zurechtgekommen mit den Menschen. Er kommt mit unseren Begrenzungen zurecht. Jetzt haben wir 3 Gemeinden, alle leben noch, wir leben in Frieden miteinander. Und sind noch afrikanische Gemeinden und so weiter dazugekommen. Ich glaube, Gott hat ganz sicher etwas Gutes gemacht. Aus Moment und nicht so viel, wie nicht so gut ausgesehen. Das ist auch eine ganz wichtige Lehre aus der Geschichte. Das Grüppli ist zusammengeblieben. Und dann war wohl ganz wichtig, es hat eine Familie gegeben, Familie Bachofner, wo wie das Herz gehabt hat. Das Herz und das Haus, das Ferlele, das Rote Haus oben am Berg, dann nachher gesagt hat, mal, das ist jetzt wie die Fürsorge für die Gruppe. Und dann 1955 baut an der Utterstraße extra mit dem Gedanke, das soll auch Platz sein für Gemeinde. Und ganz einige wenige, die jetzt noch in der Gemeinde sind, die kommen aus dieser Zeit. Gertrud Kappel hat mir gestern Abend nochmal erzählt, die Gruppe war klein, aber sehr aktiv. Offensiv, sie waren immer dran als Jugendgruppe, immer irgendwo im Einsatz, ganz besonders unter Jugendlichen. Zitat, wir haben nicht geschlafen, hat sie gesagt. Das soll ich mal sagen über die Zeit. Man hat gemerkt, wie ihre Augen geleuchtet haben. Sie hat fast nicht aufhören zu erzählen. Sie hat selber gewohnt in dem Haus und sie hat gesagt, ich war der Gabenzaun von damals. Die Leute sind durchgekommen, haben gelüttet und es hat immer etwas zu essen gegeben von ihr. Niemand ist mit leeren Händen wieder weggegangen. Christine hat mir gerade vorher erzählt, sie ist dort in den Gottesdienst gegangen und sie ist nie raus, ohne zu Tränen gerührt zu sein. Das war so eine machtvolle Atmosphäre, auch wo du zum Glauben gekommen bist. Das ist wunderschön. Das ist so der eigentliche Boden, wenn man so will, von unserer Gemeinde. Wir können 2055 könnte man nochmal 100 Jahre feiern, wenn man das möchte. Mit gutem Recht. Ja. Die erste Zeltmission habe ich noch gelesen. Die erste Zeltmission von der Schweiz war da in Wettingen. Da, wo das Rathaus steht, hat man ein grosses Zelt aufgestellt und hat Missionseinsätze gemacht. Also eine kleine, aber sehr mutige Gruppe. Ganz ein spezielles Datum 1975 waren wir noch in der Utterstraße. Wir hatten die Wand rausbrechen, weil die Gruppe grösser geworden ist. Da hat der Bund FEG entschlossen, wir machen Wettingen zur ersten Inlandmissionsgemeinde. Mit der Idee, wir möchten in der Schweiz neue Gemeinden gründen. Wir fangen mal mit dem Grüppli an, der schon so aktiv ist. Und der Gedanke hat da Fuß gefasst und ist jetzt über die ganze Zeit 75 lebt der Gedanke. Es werden immer wieder Gemeinden gegründet. War damals gar nicht en vogue, das war völlig umstritten. Ja.
Von dem her hat unsere Gemeinde auch dürfen sagen, sie eine Inspiration eigentlich eben für eine grosse Entwicklung, die viel in der Schweiz auch bewirkt hat. Die Gemeinde in dieser Uterstraße war Fackelträger. Wir danken Jesus, dass er so angezündet hat und wirklich so Ausstrahlung gehabt hat. 1984, dann der Umzug an Bahnhofstrasse 93, das Café Sarina hat man gekauft, mit großem Mut, die kleine Gruppe. 93 dann erweitert. Ich sage einfach ein paar Stichworte nur. 93 Gründung von der Tochtergemeinde in Döttingen. Eine Gruppe von der Gemeinde hat gesagt, wir verpflanzen uns, einige Leute, wir zügeln. Das ist ein neues Gebiet, wir bauen eine neue Gemeinde dort. Auch die Gemeinde, klein aber fein, aus Hilebner. Andere Gemeinden, Mellingen, Spreitenbach, waren im Fokus, aber das ist nie entstanden. Es war eine Zeit der grossen Evangelisationen. Wilhelm Pals, Fredi Staub. Kennt die dabei waren, noch die Bilder, 1000 Leute im Täger hat pro Abend. Das war unglaublich stark. Und viele Leute, die sich bekehrt haben und auch durch das in die Gemeinde sind. Die Gemeinde hat sich gefüllt. Wir haben auf 2 Gottesdienste dann umgestellt. Das war auch in dieser Phase, wo ich Pastor sein, immer um 9 und um 11. Also die Übung mit Doppelmodell, die haben wir schon über bald 2 Jahrzehnte. Und das ist auch gut so. Was hat die Gemeinde getragen in dieser Zeit? Ich habe kurz so ein bisschen nachgedacht. Waren das Pastoren? Jan Stifter, Harald Meder, Thomas Lorenz, Christoph Marti vor 20 Jahren, Jugendpastoren immer wieder. Ich glaube, wir haben einen Beitrag geleistet. Und doch Pastoren, ich sage jetzt mal, kommen und gehen, sie sind ein Teil in dieser ganzen Kette. Ich glaube, wir haben Gemeindeleitungen gehabt, Männer, Frauen, die Verantwortung getragen haben. Ich will jetzt nicht die ganze Liste aufzählen. Aber das ist so wichtig, auch die Substanz von der Leitungen her. Es waren die Menschen, wenn es einmal kritisch war, die gesagt haben, und wir treten in den Riss und uns ist wichtig, dass wir zusammenbleiben dürfen. Das war ein grosses Geschenk. Aber ich denke, genauso entscheidend und in der Menge eigentlich 100-mal mehr, das ist wirklich jeder Einzelne, der jetzt so da sitzt. Was haben wir investieren dürfen in Jugend-, Kinderarbeit? Der Bereich Diakonie. Die Leute, die permanent mit dem Bauern beschäftigt waren, aber auch Deutschkurs, Flüchtlinge im Fokus. Die vielen, so wie Sigi und Marlis, die unermüdlich den Dreck weggeräumt haben, immer wieder geschaut haben, dass es putzt ist, dass es sauber ist, dass es einladend ist, äußerlich, aber auch mit dem Herz. Ich denke, die, Xaver und Margritz, die immer wieder auf die Landstraße gegangen, Büchertisch aufgestellt haben, einfach nicht aufgehört haben, rauszugehen, das, was jetzt das Netzwerk macht. Es waren immer Menschen, die dran geblieben sind. Wir haben 8 Missionare dürfen aussenden und Missionarinnen. Ursula Tommy ist heute da. Wo bist du? Herzlich willkommen, das Freund. Du warst die Erste, zusammen mit Kellers die Erste. Über Jahrzehnte haben wir dich dürfen unterstützen in Afrika. Jetzt Garit Jelos, die neueste Aussendung nach Italien. Ich glaube, die Gemeinde ist gesegnet worden, weil wir gesendet haben. Unsere Missionare haben 107 Dienstjahre, habe ich zusammengerechnet. Also sie sind älter in Dienstjahr als wir als Gemeinde. Die Gemeinde dürfen leben auf gutem Fundament, weil die Liebe regiert. Auf Auseinandersetzung hat es Versöhnung gegeben. Wir haben den Willen Gottes suchen, so stückwerkhaft das auch gelingt. Und Jesus sucht nicht das Perfekte, das wir bringen, sondern er sucht einfach unser Herz. Und darum singen wir nachher, welch ein Freund ist unser Jesus. Neueste Geschichte kennen wir besser, nur ganz kurz, 2011, wieder so ein Ausbruch, sagen wir mal, aus dem vertrauten Rahmen. Wir sind ins Kino Linde, oder eine Gruppe ist ins Kino Linde gegangen, einfach näher an die Welt, mehr raus, einfach das Anliegen, die Menschen direkter zu erreichen, in einem jetzt unkonventionellen Umfeld. Zerreißprobe auch, ist gar nicht so einfach, immer wieder die Auseinandersetzung, wenn man so große Schritte geht. Aber Jesus hat das geschenkt, was wir jetzt sehen. Wir haben einmal in ein Schulhaus zwischendrin, die Aussengruppe sozusagen, Bahnhofstraße ist immer geblieben. Und dann 2014 haben wir das Gebäude dürfen haben, moderne Gottesdienst. Und 2015 ist dann noch der klassische Gottesdienst gekommen. Als ich am Morgen da reinkam, ist schon speziell, dass die Fenster sind von dort, der Flügel ist von dort und der Eckstein ist von dort und das Kreuz ist von dort. Ja. Und irgendwo, eben die Geschichte miterlebt haben, sagen, jawohl, da sind wir auch daheim gewesen. Du hast vorher gesagt, das ist Heimat. Schon etwas Schönes, ja.
Ohne, dass wir dran hängen. Wir uns ja nicht vergöttern, aber wir freuen uns, sind für uns so Bilder aus der Geschichte. Wagnis immer wieder, den Weg suchen immer wieder, Auseinandersetzungen führen, zusammen reden, diskutieren auch, wieder zusammen sich versöhnen. Ich glaube, das hat die Phase geprägt und das werden wir immer wieder brauchen. Ich dürfte heute Gott danken fürs Bewahren. Wir stehen an der Schwelle von nächsten 100 Jahren. Vermutlich müssen wir in die Ewigkeit rein, aber das hatte Philipp Sutter wahrscheinlich auch gedacht damals. Das geht nicht mehr lange, dann kommt Jesus wieder. Ihr werdet es sehen. Jesus war das Alpha von dieser Geschichte und ich bin sicher, er macht das Omega. Er spricht das Omega. Amen. Ihr dürft ein paar Bilder noch sehen, nur so Streiflichter, wir können Gemeinden nicht äußerlich erfassen. Aber einfach ein paar Bilder, die so zusammengeflossen sind. Das war eben der erste Gebäude, wo wir den Saal mit 160 Personen dann bauten. Das war das Schulhaus, Riesengump, ja, wo wir über 3 Jahre den Zwischengottesdienst gemacht haben. Das war im Schulhaus. Und das ist jetzt Bahnhofstraße, 73, 35 Jahre. Ja, das Kreuz dort. Kind, Jugendliche, so wichtig, dass wir mit ihnen sind, Jungschi-Lager. Das ist Kino Linde, denke ich. Ja. Ja, auch eine Segnung, Unterrichtsabschluss. Kinder dürfen unterrichten und segnen, Jugendliche. Auch spielen miteinander, Leben teilen miteinander. Jugendpastoren waren ein sehr wichtiger Punkt. Das war nie unser Raum, war vermutlich eine Hochzeit. Das ist wieder die Schule und das war dann das Gebäude, das wir kennen. Viel Arbeit, viel Einsatz, viel Gespräch nötig, viel Planung. Und das kennen wir alle. Das Geschenk, wie wir jetzt dürfen haben. Das ist nochmal Bahnhofstraße, sehen schöne Fenster. Das war ein Gemeinswochenende. Das ist wieder von da vom Gebäude. Ja. Genau, das war Gemeinswochenende. Ja. Im Allgäu. Ja. Wir dürfen taufen, das heisst Menschen zur Hingabe an Jesus führen und sie auch bezeugen an der Rüss, an der Limmat. Das sind immer tiefe Momente. Auch, ja. Ja. So möchte Jesus, dass wir dranbleiben, weitergehen. Die Zeit läuft, Corona, Lehre. Aber die Gemeinde lässt sich von dem nicht unterkriegen. Die Gemeinde Jesus. Und Jesus hört nicht auf. Ja. Danke, Jesus, für das, was du uns gegeben hast und was du uns gibst. Und Jesus macht das auf so eine freundliche, freundschaftliche Art für uns. Und darum singen wir jetzt ein Lied, das älter ist wie unsere Gemeinde. Welch ein Freund ist unser Jesus. Das ist in den 80er, 70er Jahren vom vorletzten Jahrhundert ist das gewesen. Und sie hat das sicher 1920 gesungen bei der Gründung, garantiert. Das war vermutlich damals schon so das Lied. Und wir haben es viele 100 Mal gesungen und hat dieses Herz berührt. Tut es immer noch. Welch ein Freund ist unser Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und wer messen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Drohet und man stürmt rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stillgläubig im Gebet. Da erweist sich Jesus Treue, wie
allmächtige Erretter, der erhört dein Ernstgebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es frühe oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fleht sind wir im Gebet, sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. So, ich möchte mich zunächst mal herzlich bedanken, auch im Namen von Gertraud, dass ihr uns eingeladen habt, dass wir euch mal wieder erleben dürfen. Meine Stimme ist etwas belegt, auch vor Rührung. So viele Umarmungen, so viele bekannte Gesichter. Es ist wie eigentlich für uns, wie ein Nachhausekommen, muss ich sagen. Und ich muss euch schon sagen, in Murten ist es zwar wunderschön von der Landschaft und allen, aber wir vermissen euch schon sehr. Wir vermissen euch schon sehr. Und ja, so schön. Ich hoffe, dass mich die Emotionen heute nicht überkommen. Ich habe mir überlegt, was soll ich denn jetzt sagen? 100. Geburtstag der Gemeinde. Man könnte so vieles sagen und eigentlich wisst ihr ja schon alles. Und ich habe das Thema gewählt. Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Ja, genau. Als wir neu nach Wettingen kamen, Gertraud und ich, wir haben die Lilly Bachhofner noch live erlebt. Sie saß in der ersten Reihe immer. Hatte so ein riesen Urhörgerät, weil sie schlecht hörte, aber die strahlte mich an, die hat mich praktisch in die Predigt reingestrahlt und ich hatte plötzlich Kraft zu predigen. Die Frau hat mich einfach hochgehoben, das war fantastisch. Und ich habe Erika Dietiger noch live erlebt, weil Erika Dietiger, da wusste man schon, die Erika hat oft die Chance genutzt im Gottesdienst oder wenn sich die Gemeinde zum Gebet getroffen hat, vorzugehen, von Jesus zu erzählen und sie begann immer mit den Worten, und jetzt kommt die erste Folie, Kilian, sie begann immer mit den Worten, freut euch an dem Herrn alle Wege, und ich sage es noch einmal, freut euch. Philipper 4, Vers 4 hat sie immer dazu gesagt. Und ich habe deswegen heute die 2 Punkte, dieser Vers hat mich einfach daran erinnert, ich möchte euch heute einfach 2 Sachen mitgeben. Hauptsache Jesus und Hauptsache Gottes Wort. Und ich weiß schon, ihr könntet innerlich jetzt auf Standby gehen, weil so prickelnd neu ist das ja für niemanden von uns so. Aber ich will euch das ins Gedächtnis rufen, dass wir ja nie aufhören zu staunen darüber, dass Gott uns eben hat nicht fallen lassen. Darum geht es ja eigentlich. Dass Gott uns nicht hat fallen lassen. Obwohl wir oft so von ihm abgewandt leben, unsere eigenen Wege gehen, oft so ungerecht sind. Eigentlich Zustände herrschen oft wie zu Zeiten der Sintflut und Gott hätte alles Recht, einfach nochmal die Spülung zu ziehen und zu sagen, das Experiment ist schief gelaufen, jetzt ist es eben einfach vorbei, diese Geschichte von Beziehung Gott und Mensch. Es hat nicht funktioniert, fertig. Und er hat es nicht gemacht. Was für ein Glück für uns. Was für ein Glück. Lasst uns nicht aufhören, darüber zu staunen, dass er gesagt hat, ich mache jetzt nochmal einen Versuch, ich schicke jetzt meinen Sohn auf diese Erde und dann kommt eben Jesus. Und er verlässt die Herrlichkeit beim Vater im Himmel, kommt auf unsere sündige, verkehrte Welt. Einfach nur, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Einfach nur, um dir und mir zu sagen, Gott wartet auf dich. Er möchte einfach eine Beziehung zu dir. Einfach, um uns einzuladen in die Arme des himmlischen Vaters. Und einfach, um für uns am Kreuz zu sterben, um für deine und für meine Fehler, für deine und meine Schlechtigkeit zu büßen, stellvertretend. Damit dir und mir vergeben wird. Damit wir wieder heil werden. Dass der Weg auch wieder frei ist jetzt zur Beziehung mit Gott, dass wir in Frieden mit Gott wieder leben könnten.
Deswegen ist er gekommen. Dass wir wieder kommen können in die Arme des himmlischen Vaters, dass wir seine Liebe, seine Wärme spüren können in unserem Leben. Dafür ist er gekommen. Und nicht nur das, er ist ja selbst noch vom Tod auferstanden, damit wir miteinander wissen, hey, nach dem Leben ist es nicht vorbei. Es gibt eine Auferstehung. Und er ist zum Vater zurückgegangen. Daran glauben wir. Einfach um uns zu zeigen, das ist nicht das Letzte, was wir hier erleben, sondern da wird im Himmel von Jesus eine Herrlichkeit für uns vorbereitet. Und er freut sich auf uns, wenn wir kommen. Wisst ihr, was für ein unverdientes Glück, das sollen wir niemals vergessen, darüber zu staunen. Es hat ja niemand von uns verdient. Das hat er aus Liebe gemacht. Und ich weigere mich, dass man das einfach so als selbstverständlich hinnimmt. Das ist eben so. Sondern wir dürfen nicht aufhören, darüber zu staunen, Jesus anzubeten, dankbar zu sein. So, damit wollte ich jetzt anfangen. Und es ist ja erstaunlich, dass dieser Jesus eben jeden von uns einlädt zur Freundschaft mit Gott, zur Beziehung mit ihm. Ich habe bei Alpha Life diesen Satz gefühlte 100 Mal schon vorgelesen, Johannes 1, Vers 12. Das berichtet ja Johannes, so viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Die ihn aufnahmen, die an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Er bietet dir und mir in Christus eigentlich die Hand und sagt, komm, lass uns eine Beziehung beginnen. Und das finde ich auch so erstaunlich, dass das möglich wird. Und ich möchte das jedem von euch heute Morgen auch nochmal sagen. Gott wartet darauf, dass du darauf antwortest. Er hält dir die Hand. Er hat alles gemacht, dass der Weg frei ist. Und er wünscht sich so sehr, dass du Ja sagst. Und das kannst du einfach mit einem Gebet sagen, ja Herr, ich spüre, das hast du alles aus Liebe zu mir getan. Du wartest auf mich und jetzt komme ich. Und ich lasse mir von dir vergeben. Und ich lasse mich versöhnen mit dem himmlischen Vater. Und ich möchte jetzt mit ihm leben. Das kannst du einfach in einem Gebet sagen. Ich möchte es dir anbieten. Ich bin nachher noch da, wir können gern miteinander beten, ich kann dir helfen, diesen Schritt zu gehen, aber das ist das Zentrale, Gott wartet, er möchte dich, du darfst sein Kind werden. Und das ist ja auch das Schöne, dass er nicht sagt, okay, ich vergebe diesen furchtbaren Menschen, das muss ich ja als Gott, sondern dass er das von Herzen macht und mit Leidenschaft und freudestrahlend dann sagt, du bist mein geliebtes Kind. Weil ja heute 100. Geburtstag ist, dachte ich, das möchte ich euch im Namen des himmlischen Vaters jedem von euch persönlich mal jetzt zusprechen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber das kann man sich ja oft nicht selber so sagen. Wenn du ein Kind Gottes bist, möchte ich es dir jetzt persönlich zusagen. Und ich beginne mal bei euch Frauen, Ladies first. Ja? Du junge Frau, du mittlere Frau in mittleren Jahren, du ältere Frau, ich möchte es dir persönlich im Namen Gottes zusprechen. Du bist Gottes große Leidenschaft und seine große Liebe. Der himmlische Vater hat dich ins Herz geschlossen. Und was auch immer geschieht, was auch immer dir widerfährt, eines wird immer stimmen, eins kannst du immer mit Gewissheit sagen. Der himmlische Papi hat mich gern. Ihr seid als Frauen so engagiert, so begabt, ihr seid attraktiv, ihr gebt euer Bestes, eure Frau zu stehen, in der Schule, im Beruf, in der Familie, als Ehefrau, als Mutter, ihr gebt alles. Und engagiert euch dann noch in der Gemeinde und versucht wirklich euer Bestes und tut vieles mehr. Aber das soll nicht das sein, was dir Bedeutung gibt, was deine Persönlichkeit ausmacht, was dich zu jemandem macht, sondern dass du die Geliebte des himmlischen Vaters bist. Das ist das. Verstehst du? Und euch Männern will ich es auch zusprechen, das finde ich ist für uns genauso wichtig. Wir versuchen ja alle miteinander unseren Mann zu stehen, in der Schule, im Beruf, wo wir auch sind. Wir versuchen es allen recht zu machen, guter Papi zu sein, guter Freund zu sein, unseren guten Job zu machen. Wir bemühen uns sehr, allen Erwartungen gerecht zu werden. Und wir sind doch witzig und begabt und tun vieles mehr auch in der Gemeinde und so weiter. Aber das soll nicht das sein, du junger Mann, du älterer Mann, was dich ausmacht, was dich zu einer Persönlichkeit macht, was dir Wert gibt, was dir Bedeutung gibt, sondern dass du der geliebte Sohn des himmlischen Vaters bist. Das ist es. Das soll dir Bedeutung geben. Deswegen möchte ich dir zusagen, du bist als Mann auch Gottes große Leidenschaft und Liebe. Und egal was auch in deinem Leben passiert, eins wirst du immer mit Gewissheit sagen können, der himmlische Papi hat mich gern.
Das wollte ich euch jetzt zunächst mal persönlich zusprechen. Wisst ihr, solange wir unsere Bedeutung, unseren Wert, unsere Identität in dem festmachen, was wir können oder nicht können, was wir haben oder nicht haben, was uns gelingt oder nicht gelingt, was wir besitzen oder nicht besitzen und so weiter, dann haben wir auf Sand gebaut letztlich. Wir sind eigentlich im Wesentlichen, was wir sind, in Jesus Christus. Und da sagt die Bibel, du bist eine Geliebte, du bist ein Geliebter Gottes. Und das lasst uns festhalten. Lasst uns das ganz festhalten heute. Manchmal haben wir Mühe, das anzunehmen, das will ich jetzt auch noch sagen. Gell? Denn so begabt und so witzig und so engagiert wir auch sind, wissen wir doch eigentlich, wir kennen uns ja alle recht gut und wissen, da sind doch einige Macken bei uns, einige Fehler, einige grobe Schnitzer, gut, dass das nicht alle wissen. Und man könnte sich fragen, man kann an dieser Liebe zweifeln, die Gott zu mir hat. Und ich möchte euch jetzt einen Vers vorsagen, der ist der Hammer. Das steht in Hohelied 4, Vers 7. Ich glaube, ich habe eine Folie. Nee, da habe ich keine Folie dazu. Die habe ich jetzt einfach mal so. Da sagt Gott, du bist mein Liebling, ich sehe keine Fehler an dir. Da muss man sich fragen, ist denn Gott blind? Der sieht mich doch, wie ich bin, gell? Nein, Gott ist nicht blind. Aber er sieht dich durch die Augen seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Denn der hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Dort am Kreuz hat er alle deine Fehler, alle deine Sünde und alle deine Schlechtigkeit auf sich genommen und abgebüßt, damit du rein und makellos vor Gottes Angesicht stehen kannst. Du bist mein Liebling, ich sehe keinen Fehler an dir. Hauptsache Jesus, das wollte ich euch sagen, dass wir da nicht aufhören, drüber zu staunen. Und mich dünkt jetzt gerade in dieser sehr, finde ich, hibbeligen Zeit, das nennen wir die, mit Corona und den Diskussionen, alles verändert sich und alles wird teurer. Es ist alles so eine unruhige Zeit, findet ihr auch? Es ist wie, man könnte sich nervös machen lassen, unruhig werden. Dünkt mich das wieder besonders wichtig. Hauptsache Jesus. Ich muss mich selber daran erinnern, meinen Anker festzumachen in diesem Jesus, der eben in all dieser Unruhe mir Halt gibt und mir sagt, Jesus sagt mir, ich bin da, Thomas, und ich hab dich gern und ich hab dich ins Herz geschlossen und alles das gibt mir Halt. Du bist in meinen guten Händen, sagt Jesus. Generell dünkt mich, die Zeit ist ja sehr spannend. Ja. Es häufen sich jetzt so die Erdbeben, die Vulkanausbrüche, Kriegsnöte, die Liebe erkaltet in vielen. Und bei allem, was ich so beobachte, habe ich so den Eindruck, das, was Jesus in Matthäus 24 uns gesagt hat, kommt immer näher. Er will ja auch wiederkommen. Gell? Er sagt, lasst euch nicht verrückt machen, macht euch keine Gedanken, sagt Jesus, ich bin da, es kommt zum guten Ende, es muss so sein. Aber umso wichtiger ist es, unseren Anker festzumachen in Jesus. Das ist wichtig, in Jesus zu sein. Hauptsache Jesus, Hauptsache sein Wort. Jetzt bin ich schon beim Punkt 2. Bin ich noch in der Zeit? In Murten frage ich manchmal, ich muss euch sagen, es gibt ja Unterschiede zwischen Wettingen und Murten, wo ich jetzt bin. Einen lasse ich jetzt mal raus, ich hoffe, die Murten. Aber ihr seid aktivere Zuhörer, das ist wirklich so. In Murten sitzen alle so passiv zurückgelehnt und die haben auch einen großen Raum, viel Platz, sehr bequem. Und es ist manchmal so wie im Kino früher im Lindert, wo du manchmal nicht weißt, sind die überhaupt noch da? Hören die noch zu? Oder wo ich dann manchmal sage, ich komme jetzt zu Punkt 2, seid ihr noch da? Wollen wir noch Punkt 2 machen? Hebt doch mal die Hand, wer dabei ist, noch Punkt 2. Ja, dann heben 2, 3 die Hand, dann sage ich, okay, dann machen wir jetzt noch Punkt 2. So. Muss immer interaktiv sein, aber bei euch ist schon das Feedback da, es stellt mich auf. Also Hauptsache Gottes Wort. Ja, lasst uns noch mal lachen. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die sehr ernst auch sind. Eigentlich eine Botschaft, die ihr vielleicht gar nicht hören wollt und die mich auch einiges kostet, das zu sagen. Und zwar möchte ich euch zunächst mal Römer 12, Vers 2 nochmal in Erinnerung rufen. Ein Vers, den ihr kennt. Ich glaube, wir haben eine Folie dafür. Da sagt ja Paulus an die Römer, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr im Innersten von Gott umwandeln. Lasst euch eine neue Gesinnung schenken. Dann könnt ihr erkennen, was Gott von euch will
und ihr wisst dann, was gut und vollkommen ist und was Gott gefällt. Es geht grundsätzlich darum, woran orientieren wir uns bei unseren Entscheidungen im Leben, was sind unsere Werte und all das. Das spricht hier Paulus an und sagt, da braucht es eine Umorientierung bei euch in Rom. Wir haben in unserer Gesellschaft ja auch viele Werte, die uns prägen und ich glaube, vielen von uns ist das gar nicht bewusst. Ein Wert ist zum Beispiel, dass man sagt, wenn es dich glücklich macht, dann muss es ja richtig sein. Und im Gegensatz, wenn es dich unglücklich macht, dann muss es ja falsch sein. Das haben wir letzten Sonntag bei der Abstimmung gespürt, dass ungefähr wahrscheinlich 2/3 der Schweizer Bevölkerung sagt, ja, warum soll das denn falsch sein, wenn 2 Frauen sich lieben, dass die sich heiraten? Wenn es sie glücklich macht, sollen sie das doch machen. Und warum soll das denn so falsch sein? Warum sollen sie nicht auch mit Samenspende dann noch eigene Kinder haben dürfen, wenn es sie glücklich macht? Also wer will denn da was dagegen haben? Und es wird komplett ausgeklammert, was das eigentlich dann für die Kinder bedeutet. Wir verurteilen ja damit die Kinder, die raus entstehen, dass sie ohne Vater aufwachsen werden. Aber das juckt niemand. Hauptsache, ich bin glücklich. Also das Recht auf Glück ist der höchste Maßstab. Ich frage, wenn es mich glücklich macht, dann mache ich das. Dann ist das okay, dann ist das richtig. Das persönliche Glück ist unser Maßstab geworden, unsere höchste Autorität. Und da könnte man jetzt ganz viele Sachen, die in der Gesellschaft stattfinden, mal durchleuchten. Zum Beispiel die Frage, wenn eine junge Frau sagt, oh, ich wäre ungewollt schwanger, aber das macht mich ja jetzt unglücklich, das durchkreuzt dir jetzt meine Lebenspläne. Ja, dann bin ich ja nicht gezwungen, das Kind jetzt auszutragen, oder? Das macht mich ja unglücklich. Und es wird auch nie die Frage gestellt, dass man dadurch natürlich vielen, vielen Kindern, Millionen Kindern auf dieser Welt das Recht verwehrt, zu leben. Also die höchste Autorität für uns ist das persönliche Glück. Das ist ein Wert in unserer Gesellschaft. Der wird gar nicht so ausgesprochen, aber du spürst es bei solchen Sachen. Und jetzt behaupte ich, das könnt ihr prüfen, dass das längst auch bei uns in der Gemeinde ein Stück weit uns prägt, unbewusst. Junge Leute fragen, ich rede jetzt nie von euch, aber in manchen Gemeinden fragen sich junge Leute, ja, warum sollen wir jetzt mit dem Sex warten bis zur Ehe, wenn es uns glücklich macht? Und warum sollen wir denn damit warten, zusammenzuziehen, bis wir den Trauschein haben? Also ich bitte euch, das ist doch, jetzt haben wir eine schöne Wohnung und jetzt können wir das doch gerade machen. Wenn es uns glücklich macht, machen wir das. Und viele Christen fragen sich, warum soll ich mich überhaupt verbindlich in einer Gemeinde, einer Kirche anschließen? Warum soll ich regelmäßig Sonntag in Gottesdienst besuchen? Warum soll ich überhaupt in einer Kirche mich engagieren, vielleicht auch finanziell? Ich habe doch Sonntag so viele andere Optionen, die schön sind, die mich glücklich machen könnten. Da wird Gemeinde höchstens noch eine Option. Versteht ihr? Weil es gibt ja so viele andere Möglichkeiten. Vielleicht hat es euch manche von euch jetzt sehr betüpft, aber es geht ja darum, wenn es uns glücklich macht, muss es ja richtig sein. Und ich glaube, dass das uns Christen längst erreicht hat, dieser Wert, unbewusst. Jetzt möchte ich noch etwas sagen mit Vorwarnung. Ich möchte etwas zu unserer hohen Scheidungsrate in der Schweiz sagen. Ich weiß, dass viele von euch eine Scheidung durchlitten haben, Schweres durchgemacht haben. Das ist ein Horror. Manche von euch sind geschieden. Und ich will euch gerade am Anfang sagen, es ist nicht gegen euch, was ich jetzt sage. Ich bin nicht gegen euch. Ich verurteile euch nicht. Aber lasst mich mal eine Sache mal ganz sachlich mal feststellen. Früher, und wenn ich jetzt früher sage, ist das noch gar nicht so weit früher. Vor 21 Jahren, als wir in die Gemeinde kamen, haben wir hier in der Gemeinde eigentlich fast gar keine Scheidung gehabt. Das war die absolute Ausnahme. Noch viel früher war das ein absolutes Tabu. Man hat sich als Christ nicht geschieden. Man hat zusammengehalten. Außer wenn es Ehebruch gab, wenn es Misshandlung, Gewalt in der Ehe gab, dann völlig zu Recht, dann hat man sich auch getrennt. Aber sonst hat das eigentlich gar nicht stattgefunden. Heute ist das keine Seltenheit mehr. Also ich komme jetzt gerade aus einer Phase in unserer Gemeinde, wo eine Ehe nach der anderen zerbricht. Deswegen liegt mir das so am Herzen, euch das mal zu sagen. Und es wird oft, wenn ich das begleite, dann als Pastor so begründet mit dem Faktor, ja, es macht mich jetzt so unglücklich, diese Beziehung. Das halte ich nicht mehr aus, ich gehe jetzt weg.
Das persönliche Glück ist auch da wie der Maßstab geworden. Und man ignoriert dann ganz fröhlich alle Aussagen von Jesus in der Bibel zum Thema Scheidung. Wenn er zum Beispiel sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, sagt er. Und viele andere Sachen. Und ich habe manchmal Angst, dass wir als Christen an dieser Stelle so in ein Wohlfühl-Christsein hineinkommen, wo Gott darf schon noch zuständig sein für unser persönliches Glück, dass wir uns nicht falsch verstehen. Er darf gern unsere Lebensentwürfe segnen. Er darf so das Sahnehäubchen sein auf das, was wir uns ausgedacht haben. Er darf uns gern übernatürliche Erscheinungen geben, außergewöhnliche geistliche Erfahrungen und alles das darf er alles herzlich willkommen. Das ist natürlich fantastisch, aber wir haben Bibeln mit vorperforierten Seiten, dass wir die Seiten raustrennen, wo Aussagen drin stehen, die unserer persönlichen Glücksmaximierung im Weg stehen. Versteht ihr, was ich sagen will? Sonst gibt es ja unangenehme Sachen, die reißen wir raus. Und das macht mich so traurig. Ja, Gott hat ja die Pflicht, mich glücklich zu machen. Und ich frage mich, wo ist eigentlich das Verlangen geblieben, in der Bibel nach Gottes Willen zu forschen? Jetzt sage ich mal was, als ich jung war, die ganzen Fragen mit Sexualität und so weiter war ja immer spannend. Immer wenn man jung ist das spannend. Und wir haben als junge Leute, hatten wir so Freizeiten und das war immer Thema. So. Und gab es immer Referenten, die mussten einen Abend zum Thema Sex vor der Ehe und das war Standardprogramm. Und war ja immer spannend, was Neues zu hören. Und dann haben wir darüber aber auch diskutiert als Jugendliche. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt wissen, wo steht denn das eigentlich in der Bibel, das Gebot, du sollst vor der Ehe nicht zusammen in die Wohnung ziehen. Ja, das war in meiner Zeit noch gar kein Thema, da hast du gar keine Wohnung gekriegt. Aber, versteht ihr? Aber da haben wir nachgeprüft, geforscht in der Bibel, was ist denn jetzt genau Gottes Wille und wie können wir das begründen? Ist das wirklich bloß eine platte Tradition, die keinen biblischen Halt hat, oder hat das eine Berechtigung? Was will denn Gott? Was gefällt ihm? Und ich frage mich, wo ist dieses Verlangen geblieben? Ich sage jetzt noch Folgendes, in jeder Ehe, oder das ist übertrieben, in fast jeder Ehe gibt es schwierige, leidvolle Phasen. Und warum sollte man diese Phasen nicht einfach mal aushalten? Es gibt eine Langzeitstudie und die zeigt, dass 2/3 der unglücklichen Ehen binnen 5 Jahren glücklich sein würden, wenn das Paar zusammenbleibt und sich nicht scheiden lässt. Manchmal hat man schon Paaren leichtfertig gesagt, das macht dich so unglücklich, geh aus dieser Ehe raus, das macht dich krank. Und wir haben diesen Leuten vielleicht damit einen Bärendienst erwiesen. Diese Ehe war nicht am Ende. Ich sage euch jetzt noch etwas, jetzt als Pastor habe ich jetzt schon doch ein bisschen Erfahrung, habe manche Leute begleitet und ich habe mal eine längere Zeit einen Mann begleitet, für ihn war die Ehe unerträglich. Ich habe ihn sehr ermutigt, nicht aufzugeben, aber er hat es dann nicht mehr ausgehalten. Sie haben sich geschieden. Und er hat dann wieder eine neue Beziehung angefangen und wieder geheiratet. Aber die Beziehung ist dann auch wieder auseinander. Wir haben uns vor einigen Monaten getroffen wieder. Hat er mir praktisch so wie eine ganze Lebensbeichte abgelegt. Und sagt, das war höchstwahrscheinlich ein Fehler. Er sagt, ich hätte um die erste Beziehung kämpfen sollen. Ich hätte nicht davonlaufen sollen. Das möchte ich jetzt mal jedem von euch sagen, wenn ihr gerade eine Stressphase, eine leidvolle Phase in eurer Ehe habt, gebt nicht sofort auf. Sondern versucht mit Gottes Hilfe das anzugehen, drüber zu sprechen, euch Hilfe zu holen. Ich sage euch ein Geheimnis, auch Gertraud und ich haben uns manchmal Hilfe geholt. Es braucht selbst einen Pastor, dann kann es für dich nicht so ganz schlecht sein. Gebt nicht auf. Wenn es mich glücklich macht, muss es richtig sein. Der erste Wert, es gibt noch einen anderen Wert in der Gesellschaft. Leiden sind um jeden Preis zu vermeiden. Also es wird ja alles schmerzfrei heute gemacht. Wir wollen ja nicht mehr leiden, es darf nicht wehtun. Das ist der zweite Wert, der unbewusst bei uns auch kursiert. Aber wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, kann das auch für dich bedeuten, ein gewisses Maß an Leid zu ertragen. Das ist die Wahrheit. Und auch diese Stellen sollten wir nicht ignorieren. Ich rufe euch in Erinnerung, was Jesus zu seinen Leuten sagt. Er sagt, Markus 8, ich glaube, es ist eine Folie dafür da. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Sich selbst verleugnen bedeutet,
ich unterordne mich komplett Jesus. Er ist jetzt mein Herr, der Chef. Und er sagt, was jetzt gut ist für mein Leben und das mache ich, was er sagt. Er ist mein Maßstab. Sein Kreuz auf sich nehmen, da wissen wir alle, das Kreuz ist kein Schmuckstück, was man so locker flockig dann noch so trägt, sondern für Jesus war das sehr schmerzhaft. Er hat gelitten unter diesem Kreuz, er ist gestorben an diesem Kreuz, aber es war seine Berufung. Und es war für uns alle die Rettung, dass er das gemacht hat, dass er nicht davongelaufen ist. Dein Kreuz, was du tragen musst von Jesus, ist zum Glück nicht das Kreuz von Jesus. Das könntest du wahrscheinlich nicht tragen. Sondern er hat für dich ein maßgeschneidertes Kreuz, das, was du verkraften kannst, was du tragen kannst, was deine Berufung ist. Aber es wird ein gewisses Leiden bedeuten und es wird auch in gewisser Weise an manchen Lebensphasen auch wehtun. Das gehört mit dazu. Und mir nachfolgen, also Jesus nach, dort wo er hingehen würde, gehe ich hin. Und das, was ihm begegnet, begegnet auch mir. Und da wird dir natürlich auch manches an Gegenwind begegnen, manches an Schwierigkeiten, manches auch an Häme, an Spott von den Leuten. Das gehört dazu. Aber dieser Satz von Jesus geht ja noch weiter. Er sagt ja dann, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um des Reiches Gottes und um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen. Es ist also ein Gewinn, Jesus in der Weise auch mit der Bereitschaft, manchmal unten durchzugehen, zu folgen. Es wird ein Gewinn sein. Mich motivieren Menschen, die parat sind, das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen und die auch parat sind, den Preis für die Nachfolge zu zahlen. Mich motivieren Menschen, die sagen, ich bin zwar der Einzige in meiner Familie oder der Einzige in meiner Schulklasse, der an Jesus glaubt, aber ich stehe trotzdem dazu. Ich bekenne mich dazu, auch wenn die anderen grinsen und lächeln und sich lustig machen. Ich gehöre zu Jesus, ja. Mich motivieren Menschen, die in so leidvollen Lebensphasen sagen, und ich laufe jetzt nicht davon, sondern ich werde jetzt mit Gottes Hilfe und seiner Kraft und mit Freunden, die mich unterstützen, will ich das jetzt aushalten. Ich sehe da drin eine Berufung von Gott, einen Auftrag von Gott und den stehe ich jetzt durch. Liebe Freunde, wo wären wir, wenn wir immer davonliefen, wenn es schwierig wird? Ich bewundere Menschen, die den Mut haben, auch um des Glaubens willen Sachen zu entbehren, zu verzichten, mal aus der Reihe zu tanzen. Ich habe euch das Comic mitgebracht, das habe ich auch mal bei Alpha Life gezeigt. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Neues, aber dieses Comic gefällt mir immer. Ich glaube, es braucht wieder Christen, die um Jesu willen, um des Wortes Gottes willen aus der Reihe tanzen und sagen, ich sehe das anders. Und ich mache das bewusst nicht so, weil ich Jesus nachfolge, weil ich zu ihm gehöre, mache ich das so. Ich glaube, es braucht wieder mehr von diesen Leuten wie auf dem Comic. Ausscheren, das Wort erheben, mutig die Wahrheit sagen. Da haben wir Potenzial, finde ich. Jesus fragt dich heute hier, und ich möchte diese Frage stellen, wie triffst du deine Lebensentscheidung? Triffst du deine Lebensentscheidung nach dem Prinzip, dein Glück zu maximieren und Leid möglichst zu minimieren? Oder triffst du deine Entscheidung aufgrund von Gottes Wort und weil du weißt, dass Jesus es ja gut macht mit dir, weil du ihm vertraust und sagst, der wird das richtig machen. Deswegen vertraue ich ihm einfach und hör auf sein Wort. Wie triffst du deine Entscheidung? Hauptsache Jesus, Hauptsache Gottes Wort. Ich habe noch 2 Minuten. In Sprüche 14 steht, ich glaube, da habe ich eine Folie, gell, Kilian? Den Herrn ernst nehmen ist eine Quelle des Lebens, denn dadurch vermeidest du tödliche Fehler. Deswegen, ich nehme den Herrn ernst, denn ich weiß, er ist vertrauenswürdig, er bewahrt mich vor dummen Fehlern, deswegen höre ich auf ihn, sagt der Salomo. Und ich möchte euch auch noch vorlesen, was David gesagt hat im Psalm 19. Er sagt, das Gesetz des Herrn, das Wort Gottes, ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein,
In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Beim heutigen Goldpreis, gell? Was für eine Aussage. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Es bringt eigentlich das Leben, Gottes Wort zu beachten. Kehren wir um. Ich mache euch Mut, umzukehren, mal in euch zu gehen. Hören wir auf, das persönliche Glück zu unserer alleinigen Autorität zu machen. Sondern beginnen wir wieder neu zu sagen, Herr, du hast mir dein Wort gegeben und das führt mich zum Leben. Deshalb will ich das studieren. Deshalb will ich das kennen. Deshalb will ich mich nach dieser Autorität ausrichten, nach deinem Wort. Und ich mache dir Mut, so wie David es gesagt hat, dass Gottes Wort für dich wieder so etwas Kostbares wird. So etwas Vertrauenswürdiges, so etwas Wunderbares, dass du sagst, ich will es lesen. Ich will wissen, was er denkt, was er zu mir sagt. Denn eigentlich drückst du damit aus, dass du ihm vertraust und ihm nachfolgst. Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Hauptsache Jesus. Ihr lieben Freunde in Wetting, hört nicht auf zu staunen über das, was Jesus für uns gemacht hat. Hört nicht auf. Und Hauptsache Gottes Wort, hört nicht auf, Gottes Wort zu lesen und zu schätzen und euch daran auszurichten. Und dafür wünsche ich euch alles Gute für die nächsten 100 Jahre. Ja. Wollen wir noch zusammen beten? Ich lade euch dazu ein. Herr Jesus Christus, ja, wir wollen wirklich nicht aufhören, dass du über dich zu staunen und über deine Liebe und deine Geduld und deine Gnade mit uns, das ist eigentlich so unverständlich, so unverdient. Wir wollen uns weigern, das einfach als selbstverständlich zu nehmen. Ich bitte dich, gib uns wieder neu dieses Staunen, dieses kindliche Staunen, diese Haltung der Dankbarkeit und der Anbetung in unsere Herzen. Danke, Herr, dass du zu uns gekommen bist und dass du uns gerettet hast. Und ich danke dir auch dafür, Herr, dass du zu uns gesprochen hast in deinem Wort. Gib uns neu diese Sehnsucht, dein Wort zu lesen, zu verstehen, darin zu forschen. Dass du einfach zu uns sprechen kannst, in unser Leben reinreden kannst, dass wir uns daran orientieren können. Ich bitte dich, gib uns neu diese Sehnsucht, Herr. Und ich bitte dich für meine Freunde, für meine Geschwister hier in Wetting, dass du jeden Einzelnen segnest und bewahrst in dir, dass er fest ist in dir, dass er seinen Anker fest macht bei dir, dass er bei all diesen Stürmen, die wir erleben, in dir geborgen sein kann. Ich bitte dich, dass du jedem dort hilfst, wo er jetzt gerade steht, wo er deine Kraft braucht, deine Ermutigung, deine Wegweisung. Begegne jedem so, wie er es braucht, Herr. Danke, dass du ein so lebendiger, liebender Herr bist. Amen.